Röschenhof, die Erschaffung einer neuen Welt. Begrüßt euch zurück hier bei Anno 14.0 für Venedig. Moment mal, das klingt irgendwie falsch. Egal. Ja, wir sind wieder zurück heute in einer für mich etwas kleineren Aufnahmesession. Zumindest will ich es mal versuchen, weil... Ja, kleiner, was heißt genau? Erst einmal nicht so viele Folgen für heute. Obwohl das vermutlich kaum machbar wäre, wenn ich da richtig im Anno-Fokus, vor allem Anno-Fieber drin bin, dann wird es da mehr Folgen werden, ich kenne mich doch. Und zum anderen auch voran, dass ich ein bisschen kürzere Folgen mache. Sprich 20 bis 25 Minuten, 25 Minuten eigentlich maximal. Das hat zum einen mit dem, sagen wir mal, mehr oder weniger neuen YouTube-Trend zu tun. Das ist nicht mehr so. Wer hätte gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen? Jo. Das Ergebnis entspricht ganz euren Fähigkeiten. Bin nicht mehr ganz so krassen Überlängen, weil es doch je nachdem, wie viele Videos man sowieso gerade parallel produziert, doch noch relativ viel wird. Im ganzen Content. Das zum einen, aber vor allem für mich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, viel wichtiger noch, da ich ja eigentlich im Sinn habe, künftig ein bisschen mehr Anno zu spielen und zu produzieren, sprich sogar 4, vielleicht sogar 5 Folgen die Woche und da natürlich mit der aktuellen Länge von bis zu 30 Minuten ist das ein bisschen lange. Ich meine, wenn es das einzige Let's Play wäre, okay, aber ist ja nicht, deswegen ist es auch ein anderes Thema. So. Das nochmal ganz kurz dazu. Was will ich heute machen? Wenn ich mich richtig erinnere, war etwas mit Aşgabat, vor allem mit Milch und so weiter und den Indigo rüberschaffen. Hier rüber, als alles über Alibaba läuft. Demzufolge auch mit den großen Norias, da war etwas und den Wein optimieren. Genau, da haben wir auch schon einen Kommentar geschrieben, beziehungsweise auf Facebook mitgeteilt. Vielen Dank dafür. Den Tipp, wie das hier ist mit dem Weingut, das ist nämlich ein bisschen spezieller hier. Es stimmt zwar, das Kelterhaus zu, hier oben ist doch irgendwo, zur Fassküfferei. Das Verhältnis ist 1:1. Von dem her stimmt's. Ich habe eine Fassküfferei, demzufolge auch hier oben ein Kelterhaus gehört dazu. Also in dem Sinne, weil ich 2 habe, sind es 2, das stimmt soweit. Es ist ja auch so, dass ich ein Kelterhaus pro... Wir haben es geschafft. Bauplan Friedhof? WTF. Dass ich auch ein Kelterhaus für 1000 Adlige brauche. Dementsprechend brauche ich natürlich momentan 2 Kelterhäuser. Was aber nicht stimmt, ist mit den Weingütern. Da ist es ein bisschen anders. Und zwar ist das Verhältnis 3:1. Das habe ich irgendwie vergessen. Jo, nice, war vor allem haben wir hier schon total zugebaut. Ja, 3:1, das heißt für mich, ich muss noch ein paar machen. Was jetzt hier oben ein kleines Problem darstellt, wie ich gerade sehe, weil mir fehlen noch 2 und der Stein reicht nicht. Der Axelstein reicht nicht, nee. Sowieso gerade hier, okay, das ist natürlich perfekt, der bringt 17 Wein, das ist natürlich auch schön. Und ein bisschen Most, also einfach was zum Saufen war. Er ist fürs Saufen zuständig. Genau, die ganzen Getränke, gut, da müsste eigentlich noch Bier machen. Könnte ich jetzt aber... Für etwas mehr Komfort sorgen. Noch mehr? Ihr habt doch alles, was ihr wollt. Nie zufrieden, die Typen. Nie zufrieden. So, ich brauche ein bisschen Stein da oben. Ich hoffe, wir vergessen wir nachher nicht. Das ist das, was ich hier optimieren möchte fürs Erste, weil der Rest ist ja eigentlich nicht schlecht. Ich nehme von dir, was mir zusteht. Bücher ist klar, wissen wir, woran das liegt. Das ist eigentlich auch ganz gut. Na, liegt eigentlich am Indigo, wobei jetzt habe ich ja genug Indigo. Ah, deswegen geht der Fall wieder nach oben, okay, deswegen. Oder liegt es daran, weil ich habe, wie viel habe ich überhaupt? Okay, da ist ein Pennen, das ist gar nicht schlecht, weil ich habe eh zu viel Papier. Ja genau, es sind ja 2 Druckereien, da ist ja, oder was anderes als Verhältnis größer. Auf alle Fälle, also überleg gerade, wie das Verhältnis war mit Druckerei zu Papiermühle. Ob es 1:1 war oder quasi 1:2, bin ich nicht mehr so sicher. Zu dem Vorsatz haben wir mal in Kraft setzen lassen. Da habe ich die Kirschnereien, das passt soweit auch. Einfach alles wunderbärchen. Hier geht es nach oben. Seile aus, natürlich kein Hanf mehr vorig habe. Ist logisch, wenn ich sowieso produziere. Das Eisen ist auch geil. Also ich kann mich hier grundsätzlich nicht beschweren. Oh, der Wein. Der Wein, der Wein.
Divine. So, mal kurz warten, bis er oben ist. Der Rest sieht soweit auch cool aus. Ein paar Fässer auf Vorrat, das ist nicht weiter schlimm. Sowieso nicht, weil ich transportiere es ja mit dem hier. Mensch, Michael. Indigo, noch ein bisschen optimieren, genau. Ja, wobei geht ja hoch. Ist ja geil. Ist ja geil. Ist ja geil, ist ja geil. Das heißt, ich will mich eigentlich in der heutigen Aufnahmesession, das ist jetzt mal so der Plan, mich vor allem auf den Orient konzentrieren. Obwohl es natürlich noch ein paar Dinge zu tun gibt, oder? Oder aktuell nicht, sehr schön. Sparst du natürlich auch sowas? Stadt wird euren Hafen über alle anderen erheben. Kann der Bau beginnen? Eigentlich, warum nicht? Ganz ehrlich, wir sind jetzt schon bei über 50 Folgen von der zweiten Staffel. Und, ja, also, so 100 Folgen, denke ich mir, wäre das Maximum für die zweite Staffel, weil ich relativ schnell mit der dritten anfangen will, beziehungsweise natürlich noch mit dem Story-Modus, mit Losers und so weiter und so fort. Also deswegen würde ich mal sagen, jo, leg los. Ist natürlich die Frage, wie kriegst du überhaupt die Dinger hier, wa? Ich meine, einfach rüberlaufen zur Hafenmeisterei, müsste eigentlich gehen. Ich habe hier kein Tor, das weiß ich, aber das müsste eigentlich nötig sein. Habe ich eigentlich noch Webstuben? Nee. Das gefällt mir, wenn ich ehrlich sein soll, überhaupt nicht, dass sie da oben sind. Oh, gut, da wäre eine Option da, aber wir müssen die Straße blöd verlegen. Nee. Was ist das schon für ein Häuschen? Ah, das ist Aline, okay. Dass sie natürlich hier ist relativ logisch. Ja. Moment. Webstuben, da und dann da. Wird sogar gehen. Sieht zwar ein bisschen hässlich aus. Aber es geht. Okay. Die abreißen. Und mal die Frage zu dir. Hast du... Okay. Ja, genau, einfach überlatschen, das geht. Keine ernsthaften Unfälle auf der Baustelle. Keine ernsthaften Unfälle. Was ist denn für ihn ernst, wenn man fragen darf? Jetzt habe ich ganz vergessen, die Hühner zu füttern. Hühner? Wir haben hier Hühner? Was quatschen die hier? Ich hab ganz vergessen, die Hühner zu füttern. Ich wollte ja mal da eine große Kaufmannskogel ersetzen, aber ist momentan ja flott unterwegs. Lucy stört auch nicht, also... Läuft echt geil. Ah ja, stimmt. Ja, toll. Stein habe ich. Was mache ich hier oben? Nix. Michael, please. Habe ich eigentlich noch ein bisschen Diese Glas Aufgabe geliefert? ist nichts für Feiglinge. Ja. Machen wir. Ich grade den noch ab und grade den noch ab. Zum Glück braucht es nicht viel Glas. Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Sehr schön. Da ist eine Bärenhöhle, also die ich jemals brauche, ist sehr unwahrscheinlich. Falls doch auf meinem Platz ein bisschen anders benutzen. Noria leeren sich. Das trifft sich gut, da ich in der Folge ja noch mit den großen Nores auch durchstarten wollte. Ich deswegen vermutlich auch die eine oder andere abreißen werde. So, dann haben wir einen da. Für Diese die Baupläne könnten euch nützen. Scheiß Stein hier, war mir einfach sprengen. Geht natürlich nicht, weil ich die. Ja, einen Quatsch da gemacht habe. Den Loge und so was vergessen habe, damals beim Reboot der zweiten Staffel zu setzen. GG Michael und so. Ach, egal, komm. Gibt Schlimmeres, Freunde, gibt Schlimmeres. Wir hatten ja bisher eigentlich genug Action, war also war nicht so, dass irgendwie langweilig wäre. War mit Lucius und so weiter. Klar, momentan wieder ein bisschen friedlicher, das ist logisch. Das ein Höflichkeitsbesuch? Aber mit der Baronessa, aber das ändert sich sicher bald nach und bis wir da vor allem mit Bündnis und so sind, sowieso. Wird noch lustig. So, Übergabe, okay. Jetzt wird aber gerade ein bisschen rabiat. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Das könnte dauern. Why that? Aha. Because of full stomach, nee. Was ich gerade gucken wollte, wieder 1000 Gedanken durch den Kopf. Erstmal, Hanf ist momentan ja cool, Brot ist offenbar auch cool. Hier habe ich zu viel davon, das finde ich jetzt eher nicht so geil.
Ja, der wird schon ein bisschen dahin. Okay, Brot. Alter, das ist so viel Mehl. Leg mich am Arsch. Okay, das reicht eine Weile. Bier müsste ich eventuell mal gucken. Tierhäuter leeren sich wieder. Warum das mit dem Salz mal fragen darf? Das gibt weniger gar keinen Sinn. Ich doch kein Salz rüber. Ich habe da auch nur 3. Oder vielleicht deswegen ganz einfach füllen wollte. Gut, ich habe natürlich ein bisschen zu wenig Schweinestelle, das stimmt. Dem Salz müssen wir vielleicht mal hier nachhelfen. Wir gucken mal, was das Ganze entwickelt war. Eigentlich hier in der Insel gesockelt. So. Ja, wäre noch so eine Sache. Aber egal. Was wollte ich eigentlich? Genau, hier bin ich ja. Hier haben wir. Was ein anderes Schiff. Endurance. Ihr seid ja alle auf hingesockelt. Wo ist eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Ah, da ist die unten, okay. Das wollte ich wissen, wo der eigentlich abgeblieben ist. Oder geht's noch gut? Jo, für die Rallala. Hier ist auch alles cool. Kaffee müssen jetzt 2 sein. Hoffentlich produzieren die auch ordentlich. Ja, gut. Wie viel hast du dabei? 4. Das ist natürlich eine kurze Strecke, wa? Ich glaube, Kaffee war sowieso eines der Güter, wo es ein bisschen länger dauert, bis das voll ist. Ich glaube echt, das war so. Ein gutes Geschäft. Gewürzding ist klar, ich war gerade vor Ort. Mosaik wollte ich auch noch machen. Ich wollte noch so viel machen, ey. Langsam mal da unten. Ja, da kommen sie. Er baut das Gebäude Friedhof. Nachts ganz schön gruselig. Was zum Henker? Was geht denn hier ab? Eigentlich hat die Produktivität, könnte ich eigentlich auch zurückstellen. Aber hier eigentlich Gewürze von Haus aus, wa? Ich habe mir auch schon überlegt, in Kuras, ob ich Gewürze hierhin exportieren soll. Weil, ja, ich mache hier eh nicht viel anderes. Und es würde sich, ich finde, perfekt an. Was ist mit der Kohle los? Hallo? Nee. Jetzt also mal jetzt da oben noch 2. Das kann nicht sein. Endlich. Bist du zu verweichlicht oder stemmst du den Auftrag? Bestimmt wollt ihr euch für meine Dienste erkenntlich zeigen. Nö. Ich habe begründete Zweifel an euren Absichten. Mhm. Jo, faszinierend. Was hier abgeht. Irgendwie auch ein bisschen Ein crazy. Betrieb findet keine Rohstoffe mehr. Kohle, Kohle, Kohle. Eine große Noria. Ein bisschen deplatziert, wa? Ja, ein bisschen schon, wa? Was ist denn hier los? Jo, das kostet mich Geld. Wenn jetzt Hassan kommt und sagt, ey Mann. Haben wir ein fettes Eine Problem. Produktion kommt zum Erliegen. Deswegen gehe ich schon mal ein bisschen hoch. Ist das nicht Ich wundervoll? wollte gerade sagen, da kommt schon der Konkurrent oder was? Mein Schiff. Kann es sein, dass der schneller ist? Das ist eigentlich jetzt eine reduzierte Verlangsamung drauf. Der Rat der 10 dankt. Alter, voll verwirrend.
Die fahren echt ineinander. Krass. Ja, ich bin gleich da. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Jo, mir auch. Da würde mich jetzt aber doch mal interessieren. Ich hol auf, wenn auch extrem langsam. Jo, ich glaube, das war's. Ich konnte noch nie gut mit Enttäuschungen umgehen. Das war auch echt eine kurze Strecke, also sorry, aber... Oh Mann, muss immer daran denken, wenn es um solche Aufträge geht. Okay, muss ich erstmal genauer durchlesen, wenn es um solche Aufträge geht, dass es dann echt Sag, halt... was willst du? Scheiß Korsarenpakt, Es hey. läuft immer noch alles nach Plan. Nicht mit mir. Schade, ich meine, Voraussetzung hätte ich erfüllt. Eine besondere Aufgabe. Ja, ist natürlich, ja gut, wenn das natürlich so eine besondere Aufgabe war, dann habe ich es verkackt. Das ist klar. Das sehe ich ein. Kacke, war. Ja, was mache ich jetzt hier? Mal kurz abwarten. Läuft ja alles soweit ganz gut. Fast alles ganz gut. Die Bilanz im Keller ist mich echt nochmal interessieren. Ich habe kaum was gemacht hier. Die Details bleiben besser. Die Details bleiben besser Unter unter uns. uns. Ja, ja, ich weiß. Aber irgendwie muss gereicht haben. Crazy. Ja, offenbar geht's besser, aber irgendetwas zum Erhöhen der Produktivität hätte ich jetzt trotzdem gerne. Egal. Also, was ich hier noch machen wollte, haben wir uns testen. Das ist die Erdhacke, das war der Melkschemmel, dann kommt der mal weg. So. Dann die große Noria. fordert kein Wasser mehr. Müsste die sein, war genau. Jetzt mal Zeit, die zu ersetzen. Scheint was gebraucht zu haben. Natürlich sieht man es auf den ersten Blick kaum, aber doch, scheint was gebraucht zu haben. So, ja, jetzt geht der Kaffee aber hoch. Alter Schwede. Jo, das ist geil. Gut. Ich habe jetzt eine große Null. Man könnte natürlich jetzt fragen, warum überhaupt, wenn ich hier sowieso was anderes machen will. Das wäre eine berechtigte Frage. Sag mal, das Grün geht noch ein bisschen weiter raus hier, weil... grünt es hier? Ja, ich Eine glaube... Rohstoffader ist versiegt. Alter, was machen die denn hier? Da gab es eine große Not, dauert ein bisschen länger war, bis das überall gemacht ist und so. Die Perlenketten, wa? Und die unten optimieren logischerweise. Soll ich hier auch Meine schon Ernennung zum loslegen? Großvezier ist eine besondere Ehre für mich. Der Sultan ist jung und voller Tatendrang, doch weiß er auch den Rat eines alten Mannes zu schätzen. So alt ist es jetzt aber noch nicht, aber okay. Ich weiß nicht, was ich hier mal machen soll.
würde sich theoretisch anbieten, wobei natürlich der Platz noch relativ gering ist. Ich meine, meisten wirken natürlich hier. Er sagt direkt, komm hier, weil ich ja noch das haben will, aber nee. Ich warte bis für später, mache ich erstmal das hier. Damit ich echt so Indigo und Seide hier oben hätte und dann die Gewürze. Aber ich überlege, ob die vielleicht doch hier machen sollen, dafür Mandeln, Datteln natürlich da drüben. Ich meine, man könnte sich überlegen. Hier habe vielleicht sogar eine kleine Noria-Base oder Platz da unten. Ja, komm. Mal gucken, was passiert. So, was ist eigentlich hier so los? Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter diesen Bauabschnitt bald fertiggestellt haben. Ja. Sind fix die Leute. Sind fix. Ah, schön ist alles grün hier. Perfekt. Also das funktioniert soweit gut. Muss man Dein schnell Geld schauen. ist bei mir in Also bestem hier habe ich ja vor allem die Gewürze angesiedelt. Das wissen wir. Hier unten habe ich... Was habe ich überhaupt gemacht? Ich habe hier nur Indigo angesattelt. Okay. Ich habe gerade eine Frage, wieso ist er eigentlich noch da? Braucht sie gar nicht mehr. So, wieder runter mit dir. Jo. Der ist dabei. Dann mache ich da echt da mit Indigo noch ein bisschen mehr. Nur ein bisschen. Ich will auch nicht so viel mitnehmen, wa? Kurz gucken, wir haben ja die Route. Die ist da oben. Route 3 war das. 40 mitzunehmen. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt so ungefähr? Ich meine, aktuell habe ich eh zu viel Teppiche. Aber kann es natürlich schnell ändern. Und dann bin ich wieder am Arsch. Also insofern. Und hier habe ich noch gar nichts angepflanzt. Da. Doch. Kaffee. Warte mal. Also die Insel ist nicht so groß, sag ich jetzt mal. Sie ist nicht so groß. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel nur Gewürze mache und hier unten dann künftig Datteln und Milch machen würde, dann habe ich hier oben Platz für Ton. Für Ton. Was eigentlich auch eine geile Idee ist. So, wir sind langsam mit Kohle wieder. Das sehe ich jetzt nicht so gerne. Wovon habe ich so viel, dass ich es locker verkaufen kann? Und vor allem verkaufen können, dass wieder was einbringt, ja? Die sind momentan sehr gut. Bücher gehen auch hoch wie sonst was. Sehr schön, sehr schön. Pelzmäntel hinken ein bisschen hinterher, finde ich jetzt erstaunlich. Hätte schwören können, ich habe Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Oh, hab zwei. Warum zeigt er hier wieder an? Nö, ist zu voll. Daran kann es eigentlich auch nicht liegen. Eventuell, was ich schon mal befürchtet habe, langsam mal. Dinge habe ich auch noch genug. Salz hier ja auch. Hier. Auf der Insel. Gut, ich habe eigentlich alles dabei. Dann gehe ich mal noch ganz kurz rüber. Und würde sagen, liebe Freunde, ich mache das jetzt wirklich wahr, was er angekündigt hatte. Und zwar, dass ich jetzt doch langsam sicher mal die Folge beende. Mit Aussicht, Alter, sehr schnell. Aufs nächste Mal. Hier noch ein... Jetzt muss ich natürlich aufpassen, war wegen der Bilanz. Da machen wir es hier sogar ein bisschen anders zur Zeit. So, aha, das sind Goldmünzen. Das wird doch im nächsten Part erstmal. Verbraucht ihr letztes Wasser. Ich Das ist auch werde so zu etwas. verhindern Nee, das lass ich wissen, so. dass euch der Erfolg zu Kopfe steigt. Ja. Das wird doch so machen, dass ich erstmal das mit den Perlenketten und so weiter mache. Fände ich gar keine schlechte Idee. Zum Beispiel auch hier unten wäre eine gute Idee. Produktion kommt Sobald die zum Kohle ein Ende. bisschen steigt, werde ich dann aber echt mal anfangen,
Also hier kommt weg, da ist klar. Ich glaube, ich werde aber generell auch datteln. Habe ich 4 Felder hier. Jo, die kommen rüber. Nee, warte mal, war ja anders. Kuras wollte Gewürze machen, genau. Dass ich die Gewürzfelder, die ich hier habe. Wow. Dass ich hier die da drüben nachbaue. Das Ding von hier, was das Ganze beschleunigt. Das kommt dann hier auch weg auf die andere Insel. Aber nachher 6 Stück da drüben, die kommen hier weg. Die Produktion kommt zum Erliegen. Dann hier unten den Indigo. 2, 3, jetzt kommt hier noch so eine Mücke in die Quere. Plus dann hier unten mache ich eben das mit Milch und Datteln. Was dann aber schon mal ein kleines Problem habe, dann habe ich mittlerweile relativ viel, was ich transportieren will. Sprich, ich brauche da ein großes orientalisches Handelsschiff. Geht momentan aber eher weniger gut, weil mir fehlt ja noch einen bestimmten Rang. Und Gegen ein den gutes holen wir uns Geschäft jetzt. habe ich nichts einzuwenden. Ich schlage ein. Ich bin gern bereit mit... So, ein bisschen cool haben wir wieder. Jo. Kohlebergwerk. Wird schon schlecht, aber... Haben wir irgendetwas anderes zum Erhöhen der Produktivität? Nee, wa? Momentan gerade nicht. Ihr Schade. habt ein gutes Geschäft gemacht. Gut. Bringe ich den schon mal auf Kurs. Und... Wie es natürlich nicht anders sein kann oder sein darf... Ein schönes, geiles Thumbnail für diese Folge. Ja, die große Noria, die uns verdammt viel Mosaik frisst. Ich weiß, Mosaik müsste ich auch noch bauen. Also sprich selber mit Quarz und Ton und dann vielleicht sogar mit dem Glas zu anfangen, weil dann Quarz da auch exportieren kann in Okzident, aber kostet alles Geld. Müssen alles ein bisschen gucken. Geld muss ja auch reinkommen. Vielleicht auch langsam mit dem Okzident anfangen auszubauen, dann wird es dann schwieriger. Aber ich denke, Wir haben eine gegnerische Einheit besiegt. ja, ich denke vor allem, wenn ich halt im Orient mehr Gesandte habe, habe ich ja auch ein großes Problem. Ja, doch eigentlich gelöst. Kann man so. Was war gerade ein Symbol? Aha, das war +1 in der Seite. Das sieht mal schlecht aus. So, ich glaube, das ist perfekt, wa? Der Zoom-Faktor. Hier stimmt sie da. Perfekt. Mit diesen Worten, Freunde, sage ich nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Anno 1404 Venedig. Übrigens, wieder 27 Minuten, ich habe es wieder nicht geschafft, wieder überzogen. Scheiße. Tschüss.